Und das da ist Salamis. Kommt jetzt kein dummer Spruch von mir. Was denkt ihr von mir? Dass ich jedes dumme Wortspiel mache? Nee. Hier ist keine Sonne. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich brauche dich, ich vermisse dich. Ja gut. Genau. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Indiana Jones und der Fotografierer der Bäume. Flip. Ganz schön zäher Baum. Ja, definitiv. So, eigentlich wollte ich sagen, weiter geht's mit Indiana Jones und der Orden der Riesen. Ja, genau. So, was ein DLC ist zu der große Kreis. So, jetzt heute nehmen wir es ganz genau. Ich hoffe, ob ich da einen Kopfsprung machen kann. Nicht wirklich. Flachkörper vielleicht, aber das war's dann auch. So. Ja gut, Indy. Du kannst jetzt da, hopp, kannst auch ruhig wieder rausgehen. Oh, da liegt ein Was ist das? goldener Apfel. Ernsthaft jetzt? Goldene Äpfel sind häufiger Bestandteil der Legenden aller Kulturen. Merkwürdig hier einen zu finden. Eine Kuriosität. Naja. Also ja, definitiv ist das eine Kuriosität, aber das ist schon seltsam. Hat da eigentlich gerade ein Vogel gezwitschert? Ich sehe hier lauter schmetternde Linge. Schmetternde Ling? Jetzt habe ich mich verguckt. Ah, hier muss ich hin. Ah. Hoppala, 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 hoppala. Und durch sind wir. Faszinierend. Ja, wo genau, warum genau, wieso genau. Aber Moment. Grabmal des Giborim. Ich bin geboren, um zu leben. Oder so. Ich gucke mich hier oben erstmal noch ein bisschen um mit meinem treuen Feuerzeug. Ist schon ziemlich dunkel hier. Also hier unten in der Kiste wird die dritte Klorolle sein. Oder die zweite? Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn? Lass mal gucken. Die dritte Klorolle. Ja, dann nenne es von mir aus Zylinderteil. Ich sag, das ist eine Klorolle. So. Das... Oh, das wird doch nicht schon wieder ein Rätsel sein. Ich habe doch jetzt die ganze Zeit schon gerätselt. Das reicht doch jetzt. Naja. Hilft wohl nix. Ich muss da runter. Hopp. Grabmal erkunden. Aua. WW gemacht. So, erstmal hübsches Foto machen. Geborim, der namenlose Kreuzfahrer. Er hält ein Zylinderteil in der Hand. Ja, okay, aber wieso heißt der Giborim, wenn er namenlos ist? Oder wie? Cordium. Für Quadhosen heißt das. Kreuz, Schild, komisches Triforce, Schwert. Hüpf. Paphos Castellium. Wer kennt es nicht? Halligast. Ja, der war auch schon mal bei mir. So, wir müssen irgendwas lösen, damit er die Klorolle hergibt. So viel ist klar. Erstmal wieder ein bisschen die Ecken ausleuchten. Na, Hallöchen. Das ist das komische Triforce. Da drüben ist ein Schwert. Und noch irgendwas. Der da hatte mal ein Schwert. Das ist der Schwertknauf. Also da müssen überall komische Dingse rein. Hier werde ich wahrscheinlich nicht rauskommen, aber ich muss es ja trotzdem probieren. Nee. Nee. Da liegt... Oha. Ein Kreuzzepter. Sieht aus wie ein Zepter. Ja, das sieht aus wie ein Zepter. Ach, war's das schon? Oh je.
Erstmal Foto machen. So. Die Geschichte des namenlosen Kreuzfahrers beginnt hier. Ne? Um Fotos zu untersuchen, ja. Tagebuch. So. Ich lese mal nach. So. So lauten des namenlosen Kreuzfahrers Taten und Schicksal. Du meinst Gibborim? Der Namenlose? Der Name von Gibborim? Ist Gibborim? Ja, okay. So lauten des namenlosen Kreuzfahrers Taten und Schicksal. Ein mächtiger Krieger mit reinem Herzen, von Gott auserwählt, treu der heiligen Dreifaltigkeit, von den Päpsten geliebt. Ach, das Triforce soll die Dreifaltigkeit darstellen, oder was? Auf der Halligas segelte der namenlose Kreuzfahrer zu fernen Landen. Das Schiff ging vor Anker und er betrachtete das Licht des Morgens. Er erreichte Aetopolis, wo er nach Westen gewandt auf die Knie fiel. Er flüsterte zum Himmel: Herr, schenke mir die Kraft, meine Männer ruhmreich zum Sieg zu führen. So. Ich brauche hier wieder einen Zettel. Ah, den seht ihr gar nicht. Das ist ein bisschen doof, ne? Egal. Ich brauche hier wieder einen Zettel und einen Kugelschreiberstift. Den seht ihr. So. Ich fange mal an mit Schiff. Achso, ich muss ins Mikro reden. Schiff. Dann Sonne. Dann Aetopolis. Und dann nach links, Westen. So. Das ist doch schon mal gut, finde ich. So, wie komme ich hier wieder raus? So, alles klar, Kommissaro. Also, na, erstmal weiter gucken, ob wir hier sonst noch irgendwie was Interessantes finden. Ja, da drüben ist noch so, da ist noch so ein Schwert oder so. Okay, ich glaube, wir müssen erst das eine Rätsel lösen. Das erscheint mir jetzt nicht so schwer und können dann hier reihum die anderen machen. Das ist mein Plan. Und wie lösen wir dieses Rätsel? Indem wir diese Stange hier nehmen. Geht die Tür jetzt nicht mehr zu? Nee. Rechter Trigger, um nicht Kampfbesuch... Oh. Kreuzfahrer, Kreuzwandbild. Nein. Das will ich nicht. Ich will... Was haben wir da? Ja, das ist kein Wandbild. Aber okay, man weiß, was er meint. Also fangen wir mal an. Schiff. Schiff war da oben. Zack. Nicht gut. Ich kann das drehen. Ich mach mal das Plus nach oben, okay? Ich weiß halt nicht, also da ist halt ein Plus, ne? An verschiedenen Stellen. Ich mach das Plus immer nach oben. Weil. So, wo habe ich denn mal ein Zettelchen? Schiff, Sonne. Na, hier kann die Sonne nicht sein, weil hier keine Löcher drin sind. Da ist... Oh, Kacke. Da ist auch ein Schiff. Das ist jetzt schlecht. Halligast. Halligast? So. Aetopolis. Und das da ist Salamis. Kommt jetzt kein dummer Spruch von mir. Was denkt ihr von mir? Dass ich jedes dumme Wortspiel mache? Nee. Hier ist keine Sonne. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich brauche dich, ich vermisse dich. Ja gut. Ja gut. Also auf der Halligast. Halligast ist das Schiff. Halligast habe ich doch irgendwo hier gesehen. Ah, das ist die Halligast. Ja.
auf der Halligast zu fernen Landen. Das Schiff ging vor Anker und er betrachtete das Licht des Morgens. Wo kommt denn das Licht her? Ah, da. Ja, ist wunderbar. Ich betrachte das Licht des Morgens. Wunderbar. Er erreichte Etopolis. Ach so, das Licht des Morgens. Soll ich vielleicht nach Osten? Das Kreuz vielleicht nach Osten drehen, weil das ist eine Richtung, ne? Das Licht des Morgens ist im Osten. Also da geht die Sonne auf. Oder sind wir hier im Morgenland? So, dann, was hat er gesagt? Licht des Morgens, Etopolis nach Westen. Haben wir doch schon. Achso, reinstecken. Achso, nee, haben wir nicht. Das ist es. Yeah! Bin ich gut oder was? Was passiert? Wo? Ah, wo? Es Hä? muss noch mehr Zepter geben. Wo denn? Was denn? Was ist denn passiert? Hä? Ah, da, okay. Hey Mann, bin ich gut, hä? Achso, das ist runtergegangen. Ah, also war das wirklich die Lösung? Da ist halt immer eine Richtung bei. Okay, gut. So, dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn da? Einmal Foto machen, bitte. Also, Hände des Glaubens. Ich glaube ja nicht, ne? Achso. Mal ein schönes Foto machen, oder? Es muss einen Weg geben, an das Zepter zu kommen. Ja. Ach so, die Hände des Glaubens halten das Zepter fest. Ach so. Ja, ich glaub's ja nicht, ne? Aha, da ist ein Henkel. Und noch ein Henkel. Zum Glück sind sie nicht grün, weil wenn sie grüner Henkel wären, dann wäre sie Froschhenkel. Stehst du? Gut. Ich muss das mal erst hier inspizieren. Was machst du denn damit? Mal sehen, was jetzt passiert. Ja. Oh, toll. Feuer. Ja, die ist halt heiß, ich weiß. Schnell jetzt. Ja. Ich will nicht verbrennen. Ja, mach Sachen. Das letzte. Party. Ja, haben wir hingekriegt. Ja, das war aber, ich glaube, ich muss mich ein bisschen stärken. So, und dann hätte ich noch gern ein Laib Brot. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Bin ich ein guter Katholik oder was? So, und Ausdauer, komm, machen wir auch noch. Bisschen was futtern. So. Ja, reicht. Reicht. So. Dafür bin ich durch die Hölle gegangen. Ja, schon irgendwie. So. Schildzepter. Ein großes mit einem Schild verziertes. Hat sich da vorne gerade wieder bewegt? Ein großes mit einem Schild verziertes Windeisen. So. Schild, ja. Ist das nicht so, dass ich das jetzt da an die Schildtür machen muss? So. Dann geht das da auf. Rein mit dir. Tür geht auf. Foto wird gemacht. Hallo? Ah, geht nach unten auf. Auch nicht. Das steht ja gar nichts. Doch. Da. So. Ich mache wieder hübsch Foto. Kein guter Winkel. Astreiner Winkel. Schlechte Perspektive. Ja. Mann, ey. So. Scheinbar noch ein Teil der Geschichte.
So, jetzt pass auf. Diesmal mache ich schlauer. Ich gucke jetzt da nicht nach, sondern ich gucke mir den Stab an. Da kriegst du mal. So, Schildwandbild. 2 Wochen darauf bemächtigten sich die Männer des namenlosen Kreuzfahrers Gibrahim oder wie er heißt. Ne, irgendwie anders. Der Schätze Naklas. Also in Naklas? Naklas Sagus steht da. Also der Schätze Naklas. Der Feind prallte gegen ihre Schilde und fiel zurück zu den nahen Ruinen. Naklas Pagus? Das sind aber keine Ruinen, oder? So. Bei der Burg des Horus verließ sie ihr Glück. Der Kreuzfahrer warnte die östliche Festung. Als schon jede Hoffnung schwand, kamen Soldaten zu ihrer Rettung. Also Burg des Horus. Horu Castrum ist Burg des Horus. Und dann östliche Festung. So, also was war das erste wieder? Schätze Naklas. Ah, hier geht's weiter. Horus Castrum. Naklas Pagus. So, und da sind jetzt Schilder drauf, ja? Und das da ist Seid Castellum, also die Burg Seid oder so. Seit wann ist die da? Und die da hat keinen Namen, doch Arx. Oh, was ist das? Rudera. Und das da ist Pugna. Und das da ist nix. Also. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Also, na klar. Der Feind prallte gegen ihre Schilde. Ist das der Feind? Und fiel zurück Ist das? zu den nahen Ruinen. Na klar. Also da haben sie geklaut und sind dann der Feind gegen die Schilde geprallt. Wo ist... Ach, das sind die nahen... Das sind die Ruinen, ja? Okay, pass auf. Ich mach das jetzt halt so. Dann nehme ich das. Also das... Ich will, dass diese Schilde... So, die... Also die... Moment. Naklas haben sie genommen. Und der Feind prallte gegen ihre Schilde und fiel zurück zu den nahen Ruinen. Also so hin halt. Würde ich mal sagen. Also, ich habe halt keine Ahnung. So, ne? Da waren wir. Da sind sie gegen geprallt, irgendwie. Das Problem ist, dass das da eventuell Pugna, dass das da eventuell Feinde sind. Und wenn die gegen das Schild prallen müssen, würde ich das so schräg oben hin machen. Man kann aber nicht schräg machen. Ist ja auch egal, wie geht's denn weiter? Bei der Burg des Horus verließ sie ihr Glück. Hori Castrum, das da. Der Kreuzfahrer warnte die östliche Festung. Osten ist rechts. So. Ich tue jetzt das einfach wieder nach rechts drehen. Also so. Na also. War's das schon? Oh, das war's schon. Ich dachte, ich muss das jetzt auch noch rumdrehen. Okay. So. Ach, da hinten. Okay. So, das kommt jetzt hier wieder ein wunderbares Rätsel, wo ich hoffentlich einfach nur drunter durchklettern muss. Das kriege ich hin. Was haben wir hier? Ja, das ist eine gute Frage. Diesmal bin ich schlauer und guck mir die Sache vorher an. So. Da ist auf jeden Fall ein Zepter. Ein Schwertzepter. Das ist schon mal gut. Oh, da liegt noch was. Eine Notiz. Okay. Skelettnotiz. Das ist ein Skelett. Malum bezeichnet in der lateinischen Sprache den Apfel. Die Frau auf dem Wandbild ist nicht Eva, ist es Lilith? Sie ist vielmehr die Französin Marie, also, okay. Die Schlange steht für Tod und Wiedergeburt. Das Kreuz, an dem der Herr für unsere Sünden litt und starb. Also, Malum ist ein Apfel. Die Frau ist eine Französin und die Schlange steht für Tod und Wiedergeburt. Okay. Armer Kerl. Da lief eindeutig was falsch. Okay.
Das ist eine Axt. Da ist ein Arm. Ohohoho. Da hat aber einer sich, opala, der Arm abgerobbt. 2. Das sind wieder Wandbilder, wo ich gucken muss. Bild, Foto, Fotobild. Warte mal. Hier, ja, stimmt, ich habe noch gar kein Foto gemacht, ne? Opala, sorry. Ring der Siegel. So, Foto machen. Wie komme ich an das Zepter? Ja, das ist eine gute Frage. Lass mal gucken. Nein, du sollst das Feuerzeug nehmen. Mann, jetzt stell dich nicht so doof dran. Das ist Malum der Apfel und Marie die Frau. Und die Schlange sollte auf dem Baum sein. Normalerweise war die Schlange auf dem Baum. Okay, lass mal weiter gucken. 4. 1. 1 ist Schlüsselübergabe. 4 ist die Schlange. 2 ist Frau und Apfel. 1 ist Schlüssel, 2 Frau und Apfel. Nee. 2 ist Schild und Zeugs. Mal hier noch was. Noch mehr Zeug. 1. War das jetzt 3, die Frau, oder was? Habe ich mich verguckt? Ja, die Frau ist 3. Ich brauche wieder. Ich brauche wieder Zettelpapier. Also 1. Schlüssel. 2 war Schild. Schild, Schwert. 3 ist Frau. Apfel. 4 ist Schlange. Eine Slange. So, jetzt nochmal nachgucken, ob das so stimmt. 4 ist die Schlange. Ja, okay, jetzt gucken wir uns das hier alles an. Schwert, Hase, Schlüssel, Pfeil, Feuer, Apfel. Könnte auch ein Aprikose sein. Eine Packung Baguette, wo ein Loch drin ist und eins fällt unten raus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vogel, Hände. Das ist ein Helm. Das ist ein Helm. Slange. Rot. Kreuz. Axt. Schild. Wir haben ein Problem. Schild und Schwert. Wir haben ein Problem. Was ist das da? Okay, das Schild hier ist rausgehoben, die Schwerter nicht. Also ist das nicht Schild, Schwert, sondern das ist nur Schild. Also, Schlüssel, Schild, Apfel, Schlange. Ich gucke jetzt gleich mal die Richtung an. Also erstmal gucken, orientieren. Du kommst schon mal gleich mit. Was haben wir denn hier? Ein großes, mit einem Schwertgriff versehenes Windeisen. Das schmeißen wir erstmal raus. Egal was passiert, das schmeißen wir schon mal raus. Ich kann es nicht wegschmeißen. Warum kann ich es nicht wegschmeißen? Ernsthaft jetzt? Ja, das ist schlecht. Ja, was haben wir denn hier? Ja, das ist schlecht. Etwas, was wir nicht wegschmeißen können. Achso, nee, ich kann es aber einstecken. Sorry. Wir stecken es schon mal ein. Und zwar wahrscheinlich hier. So. Aber wir haben das Rätsel noch nicht gelöst. Da geht jetzt die Wand auf. Das ist nachher. Nachher, nur nicht heute. Sagen alle faulen Leute. So. So. Also, wir waren Schlüssel, Schild, Apfel, Schlange. Stein, Eschott, Schaloch oder so. Schlüssel. Schlüssel. So, Schlüssel ist quasi direkt gegenüber. Direkt gegenüber ist Schlüssel. Dann nach rechts drehen. Schild. Schlüssel. Vom Schlüssel nach rechts ist Schild. Vom Schild zum Apfel ist GG gegenüber. Weißt du? So, Schild. Da ist der Apfel irgendwo. Apfel. Und vom Apfel zur Schlange.
vom Apfel zur Schlange würde ich sagen nach links. So. Da würde ich sagen, dann machen wir das jetzt noch, oder? Also, wir fangen hier an und müssen direkt gegenüber rennen zum Schlüssel. Achso, Da liegt jemand Feuerrätsel. ich muss mich gar nicht. So. Schlüssel. Wenn das mal gut geht. Ja, ob das mal Was gut zur geht, Hölle? ne? Schon besser. Schlüssel. So, oh ja, Schild ist, da. Muss mich beeilen, also, ja, ich verstehe. Schild ist da. Ich glaube, ich hab's. Apfel ist gegenüber. Nicht das Kruzifix. Was labert der da? Keine Ahnung. Und die Schlange ist jetzt etwas nach links. Da ist die Schlange. Hust, hust. Schlüssel zum Vatikan. Das Kreuz auf dem Schild. Der Apfel. Und die Schlange. Und der Arm ist abgefallen. Hättest du jetzt auch nicht mehr sagen müssen. Danke, Indy. Ich hab's selbst rausgefunden. Bin ein schlauer Kerl. Was ist das? Das ist der Schlüssel zum Vatikan. Hab den Test wohl bestanden. Da war doch gerade schon wieder jemand, oder? Da war doch gerade schon wieder jemand geguckt. Ich hab's doch gesehen. Was ist das hier? Ein großes mit einem Triketer verziertes Windeisen. Was ist denn das da drüben? Triketer. Ah, so. Das ist das. Triketer. Das ist ein Triforce. Ein Wikinger Triforce. So, nee. Wir machen das mal schön der Reihe nach. Irgendwo haben wir noch einen stehen. Stecken. Irgendwo. Das hört sich genauso falsch an. Irgendwo haben wir noch ein Schwert stecken. Aber wo? Na, da hinten. So, schön der Reihe nach, oder? Gut, also erstmal ein paar Fotos machen. Nee, Indy. Foto. Komm her, kennst du dich doch aus hier. So, komm her. Das Dreifaltigkeitswandbild. Geschichte weiter. Nicht gerade fröhlich. Zeig mal her. Bei der Burg Marburg, Burg Malum. Malum ist Apfel. Habe ich gelernt. Bei der Burg Malum fand der namenlose Kreuzfahrer seine Liebe, wahrscheinlich die Frau. Mit Maria an seiner Seite blickte er zur Zitadelle. Also Burg Malum und Marie müssen alle zur Zitadelle gucken. Oder so. Zum nächsten Mond erklangen Schreie. Die Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er dem wilden Inferno entgegen. Doch es war zu spät. Entmutigt ersuchte er im Norden um Gottes Erlösung. Das wird wahrscheinlich ein Kloster oder so sein. Jenseits der Flammen wandte er sich seiner Liebsten ein letztes Mal. Wandte er sich zu seiner Liebsten so. Nur mehr Asche war sie. Genau wie sein Herz. So, fangen wir an. Burg Malum fand er seine Liebe. Und mit der Marie blickte er zur Zitadelle. Turis, Sanctium, Lucian, Arx. Das ist ganz falsch hier. Das ist hier alles ganz falsch. Ich bin hier falsch. Da. Al-Mansura Castra. Ja gut. Wenn du das sagst. Okay, ich scheine hier doch nicht falsch gewesen zu sein, aber das war doch... Dann gucken wir halt mal das an. Custodis Fastigum. Ja, fast. Malum. Okay. Malum. Und mit Maria an seiner Seite blickte er zur Zitadelle. Ich würde mal sagen, Sancti ist heilig. Irgendwie, das scheint Zitadelle zu sein. Es könnte aber auch das da sein. Arx. Das ist egal, ist beides oben. Oder das da? Ja, aber... So, komm. Malum. Also ich sag mal, er blickt zur Zitadelle. Ich weiß jetzt nicht, ob Arx die Zitadelle ist oder das da. Weiß ich nicht, aber es ist definitiv nicht das da. Wieso ist da zweimal dasselbe? Diese da?
Custodis Fastigum. Ah, da steht auch was. Turis. So, also, Malum, Zitadelle. Ja. Beim nächsten Mond erklangen Schreie. Die Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er dem wilden Inferno entgegen. Ist Custodis? Ist das ein Wachturm vielleicht? Oder Turis ist ein Wachturm? Wo ist denn das Feuer? Warte mal, da. Ach, da, guck mal, da sind Wachtürme. Siehst du? Mehrere. Vom Wachturm lief er dem Feuer, dem wilden Inferno entgegen. Wo ist denn das wilde Inferno? Das da ist ein wildes Inferno, weil ich nicht sehe, was es ist. Was ist denn das wilde Inferno? Ich guck mal kurz die Wand an. Welche war denn das? Was ist das Wandbild? Hori, das ist ganz falsch. Hori ist ein Hersteller von Controllern. Haben noch gar kein Foto gemacht. Achso, ja, da war ich noch nicht. So. Hier, glaube ich, war es, gell? Ja. So. Also. Aha. Das ist ein Wachturm, ne? Und lass mal gucken. Burg Malum ist das da. Malum Castrum, ja. Und die Zitadelle. Also im Norden. Die Zitadelle ist viereckig umrandet. Und das ist dann, wo er im Norden um Gottes Erlösung fleht. Irgendwie so. Okay, jetzt irgendwie, ich bin immer noch nicht wirklich weiter. So, ich habe jetzt halt Probleme, dass es hier 2 Wachtürme gibt. Also, das ist Malum, ja? Malum. Mit Maria an seiner Seite blickte er zur Zitadelle. Zitadelle ist das Quadratische, genau. Das ist die Zitadelle. Da blickt er hin. Da, zur Zitadelle. Aber muss ich da nicht so machen, dass sich das dann auch hier hindreht? So, also er blickt zur Zitadelle. Alles klar. Was ist das? Zum nächsten Mond erklangen Schreie, die Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er dem wilden Inferno entgegen. Oh. Ja. Auch es war zu spät. Das sind 2 Wachtürme. Ich tue jetzt einfach mal die Wachtürme quasi nach unten drehen, so. So. Weiß nicht, ob das stimmt. Also Wachturm zu Wachturm quasi, dass die sich so angucken, sozusagen, ne? Doch es war zu spät. Vom Wachturm aus. Doch es war zu spät. Entmutigt ersuchte er im Norden um Gottes Erlösung. Das dürfte dann dies hier sein. Mal sehen. Jenseits der Flammen, also müssen hier irgendwo Flammen gewesen sein, wandte er sich ein letztes Mal zu seiner Liebsten um. Seine Liebste ist wahrscheinlich in Dingens geblieben, würde ich mal so sagen. In Malum, glaube ich. Also da unten. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. So, also weiter geht's hier nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wo das Problem liegt. Das ist Malum. Das ist das Dorf ohne Namen. So, also. Okay. Er blickte zur Zitadelle mit Maria an seiner Seite. Das macht er. Zitadelle ist das da. Kann halt nur sein, dass die Zitadelle vielleicht gerade stehen muss. Weiß ich nicht. Ich habe halt immer gedacht, die müssen so zueinander gucken. Also diese Icons da so. Burg steht in Flammen. Vom Wachturm lief er dem wilden Inferno entgegen. Was ist denn aber das wilde Inferno? Inferno. Vom Wachturm auf. Was ist das wilde Inferno?
Hier ist nirgends Feuer oder so zu sehen. Das ist falsch. Wo war das dann jetzt? Da drüben, glaube ich. Auch hier ist kein wildes Inferno zu sehen. Inferno. Malo Castro, Azem. Okay, soweit waren wir schon. Die beiden müssen sich wahrscheinlich angucken. Castodis Pastigo Infernum Vehementem ist... Moment. Gibt's hier irgendwo da drüben vielleicht ein Inferno Vehementem? Amun, Bugner, Rundera, Al-Mansur, Castra. Ja. Fuga, Ruda, Fuda, Buba. Infernus Kaputski. Mal, da steht was. Castodis Fastigum. Ja, das ist nicht das, was ich wissen will. Also zuallererst mal muss das da wieder dem unten zugedreht sein, das ist klar. Das sind die ersten zwei, wo er gesagt hat, ja? So. Und dann lief er halt vom Wachturm dem Feuer entgegen. Wo ist das Feuer? Das Feuer wäre... Da oben ist hell. Das ist das Einzige, wo ich weiß. Drehen wir sie mal beide nach rechts, oder? Links. Sorry. Also das Einzige, wo ich hell, Feuer, Sonne, ist das da, weißt du? Aber ich habe keine Ahnung. So. Im Norden Gottes Erlösung, er wandte sich seiner Liebsten zu. Ja, die Liebste sollte eigentlich noch da unten sein. Außer sie ist mit ihm in den Wachturm gegangen. Aber da stand ja nirgends, dass die Liebste mitten in den Wachturm gegangen ist. Ja, das glaube ich nicht. So. Ich weiß nicht, wo das Feuer ist. Das ist mein großes Problem. Also, da muss ich vielleicht das eine nach oben drehen und das andere nach links. Der veralbert mich doch, oder? Wo ist das Feuer? Das Feuer, das ist wo? Axt. Moment. Axt? Gab es da nicht auch ein Axt? Da ist noch ein Axt. Was ist denn ein Axt? Ach, Axt ist immer Kapelle oder was? Mal gucken, ob es hier... Ja... Ja, es ist eine gute Frage. Ja, da oben ist Norden, das habe ich schon verstanden. Was ist denn Pugna? Hört sich an wie Purgatory oder so. Brauche mehr Infos. Ich brauche mehr Infos, Junge. Castodis Pastigo Infernum Pass auf. Das Einzige, was weggerödelt ist, ist das da. Also muss das da wohl das Infernum sein. Und wie hieß es? Was? Wachturm liefert dem wilden Inferno entgegen. Also das da vielleicht. Bingo. Okay. Das war die Lösung. Das da ist dann wohl das wilde Inferno. Aber wenn er sich doch da getroffen hat, wie ist er denn da? Ist ja auch jetzt egal. Was ist denn jetzt halt aufgegangen? Was ist denn jetzt? Also da war ich, oder? Ist das Feuerchen gewesen? Ich könnte mir das hier noch angucken, schnell. Aber ich will erst wissen, was aufgegangen ist.
Das waren die Hände. Ich glaube, es ist gar nichts aufgegangen, kann das sein? Ja. Ja, keine Ahnung, was aufgegangen ist. Ich gucke mir jetzt halt das da an. Foto gemacht. Schwertwandbild, so. Das Ende der traurigen Geschichte. Ja, zeig mal her. Was haben wir da? Schwertwandbild. Beim Lager Al-Mansur alle Hoffnung verloren. Sah der namenlose Kreuzfahrer auf dem fernen Fluss ein Schiff vorübertreiben und flüsterte zu seinem Kreuze sein vielleicht letztes Gebet. In den Ruinen im Süden griff man sie von Osten an. Sie zogen vergeblich ihre Schwerter. Auf dem Schlachtfeld, wo Flüsse sich teilten, kämpfte und fiel er. Ja. Und in seiner letzten Nacht blickte der Kreuzfahrer sich selbst in die Augen. Aha. Im Glanze ruhte des Kreuzfahrers Wahrheit, sein tragender Glaube, seine brennende Liebe. Namenlos bleibt er allen Gotteskriegern ein Beispiel. Er blickte sich selbst in die Augen. Hat er in den Fluss geguckt oder in den Spiegel? So, also das müsste hier sein, ja. So, wie war das wieder? Hier? Lager Al-Mansur. Amun Kateb, Velvat, Ruderer, Al-Mansur. Also, in Al-Mansur alle Hoffnung verloren, sah der namenlose Kreuzfahrer auf den fernen Fluss ein Schiff vorübertreiben. Da ist ein Schiff, aber auf dem fernen Fluss kann auch da oben sein. Also da ist der ferne Fluss. Ich glaube, das mit dem Schiff hat jetzt nichts zu tun, außer dass hier... Ne? Ja, ich kann ja eh nichts machen. Also er muss ja darüber gucken, um auf den fernen Fluss zu gucken und das Schiff zu sehen. So, das oberste Hammer. In Ruinen im Süden griff man sie von Osten an. Ruinen im Süden. Rudera, das sieht sehr ruinisch aus. Griff man sie von Osten an. Der Osten ist natürlich rechts. Sie zogen ihre Schwerter oder so? Doch vergeblich. Sie zogen vergeblich ihre Schwerter. Das scheint wohl hier ein Schlachtfeld zu sein. Was ist denn das? Das sieht aus wie kleine Kackerhäufchen, aber okay. Auf dem Schlachtfeld, wo Flüsse sich teilten, kämpfte und fiel er. Schlachtfeld, Flüsse sich teilen. Hier? Ich weiß halt nicht, wo hier ist Schlachtfeld. Ah, da! Schlachtfeld. Wo Flüsse sich teilten, kämpfte und fiel er. In seiner letzten Nacht blickte der Kreuzfahrer sich selbst in die Augen. Also wenn er das ist, dann muss man ihn dann nach oben drehen. Hab's drauf. Aber sowas von. Ja, siehste. Was ist das jetzt? Schwert des Giborim. Das Schwert des Giborim. Ja, geil, oder? Ich muss sein Herz durchstoßen. Kann ich sie nicht einfach in die Hand geben? Das erscheint mir unnötig grausam. Das aber naja. Muss jetzt leider sein. Hinein, hinein, sprach der Graf von Wallenstein. Mach die Hand auf, gib mir Klopapier. Dankeschön. Ein weiteres Teil des uralten Zylinders. Danke, mein Großer. Danke. Gehst du wieder weg? Ist schon ein großer Junge, ne? Na, das sieht doch gut aus. Dann war das jetzt eine schöne Folge, wo ich bewiesen habe, dass ich vielleicht doch nicht ganz so doof bin, wie ich immer denke, dass ich bin. Okay, danke fürs Zugucken. Morgen geht's weiter, da geht man dann mal die Klorollen ab. Gut. Danke, tschüss.